Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, lief Matbrüder, lief Leid, die dir mit Eis haut Sonntag durch die Medien an am Gebiet verbunden sind. Wo die Kraft von Gottes Geist a menschliche Courage zusammenfannen, da kann Fruchtbares entstehen, können Hürden überwunden gehen. Zeichen dafür sind die vergangenen 150 Jahre von unserer Diözese. Werft man nämlich einen Blick an die Vergangenheit, und das muss ja erlaubt sein bei unserem diözesanen Jubiläum, dann erkennen wir, wo Menschen ihren Mut an zwei Hände geholt und gleichzeitig Gottes Geist wirken gelassen. Du hast die Kirche von Lützeburg gewusst, konnte Sturm von der Zeit überstehen. Bei 1870 Lützeburg ein eigenständiges Bistum gauf, da stungen der Bischof Adames, sein Mitarbeiter an Christen alle Guten für ihre Herausforderungen. Bistumsstrukturen abbauen, kirchlich Leben Lützeburger Territoire festigen, den Boden bereden für die Gründung von religiös-karitative Vereine, all das und vieles mehr war keine Selbstverständlichkeit. Hei war Courage, Weitsicht und Menschlichkeit von Seite vom Bischof an alle Christen gefroht. Hei war aber gleichzeitig Gottes Geist Wirk, weil der Mensch allein wird den Herausforderungen schwerlich Meister gehen. Ja, hei erkennen wir schon, wo die Kraft von Gottes Geist und menschliche Courage zusammenfannen, da entsteht Fruchtbares, an Hürden gehen überwunden. Gottes Kraft und menschliche Courage waren noch gemeinsam Wirk, wie der Bischof Koppes am Streit über das Schulgesetz die kirchliche Position vis-à-vis vom Staat müsste verteidigen. Wie jener Tim aber auch der Katholizismus zu feierender, kultureller und politischer Kraft an unserer Gesellschaft gauf. Auch für sein Episkopat gilt, wo die Kraft von Gottes Geist und menschliche Courage zusammenfannen, da entsteht Fruchtbares, an Hürden gehen überwunden. Alle vielleicht, Gottes Kraft und menschliche Courage waren sicherlich auch Hand an Hand, wie es während der Kriegsjahre geheischt wird, fest zum Glauben zu stehen und durchzuhalten an den Sturm von der Zeit, wo die Kirche aus dem öffentlichen Leben zurückgedrängt gauf, kirchliche Organisationen und Kontemplativkleister abgehoben sind, der Religionsunterricht aus der Schule verbannt, an die aktiv Ordensgemeinschaften entegnet gaufen. Vieles hat der Krieg zerstört. Familien hatte Gefallener und Vermisstener zu beklohen. Häuser und Kirchen luchen a Ruinen. Viel hatten hier Lebensgrundlage verloren. Und als Jungen fasziniert es mich immer nicht zu hören, wie die Krise- und Nachkriegsgeneration a großer Solidarität den Rückbau vom Land ungepackt und realisiert haben. Ein Neuanfang war möglich. An unserer Heimat sind neue Lebensperspektiven abgebläht. Und auch als Kirche ist zu neuem Leben erwäscht. Dank vielen engagierten Christen und dank unserem demolischen Bischof, vor allem dem Monsignor Lommel, den sich für die Versöhnung mit Deutschland angesagt hat. Bei all dem war Courage, Ausdauer, geliebte Menschlichkeit und Gottes Geist
sicherlich gemeinsam Wirk. Ja, auch für die Jahre gilt, wo die Kraft von Gottes Geist am menschliche Courage zusammenfallen, da entsteht Fruchtbares, an Hürden gehen überwunden. Dem Zusammenspiel von Gottes Kraft am menschlichem Courage verdanken wir weiterhin, dass an den folgenden Jahren Zeichen von der Zeit erkannt goufen, an als Kirche zu Lützeburg sich der modernen Welt a Kultur konnt opmachen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil an einer feierten Diözesansynod goufen notwendig für Zukunft richtungsweisend Pastoralakzente gesagt. Bischof Leo Lommel a Jean Hengen haben mit Menschlichkeit a charismatischem Engagement de Christenheit am Land eine neue Stelle wert geben. An ihnen bewusst gemacht, dass sie all zusammen Kirche sind, dass sie aufgrund von der Affirmung und der priesterlicher, königlicher, prophetischer Sendung von Christus teilholen. Ein verstärktes Laienengagement hat sich durchgesetzt, da Gremien sie geschaffen gehen, wie Priesterrat, Pastoralrat, Abharret, Gremien, die wir bis heute kennen. Christliche Basis krut eng Stimme an der Kirche, an eine seelsorgliche Dynamik go freigesat. Löser Louis als Verstanden gehen, dass Seelsorge nicht ausschließlich Sache von den Priester ist, mit der Aufgabe vom ganzen Volk Gottes, so wie der Bischof Leo Lommel geschrieben hat, als im Hirtebrief von 1960, unsere gemeinsame Verantwortung für die Kirche, für die Zukunft der Kirche. An derselben Stelle hat auch der Monseigneur Frank gewirkt, die Mengel Liewisch Kirche, wo jed Verein matt uphakt Herzluch. Ein Kirche aber auch, die sich verstärkt, diakonisch soziale Gebiet engagiert, es sich ersetzt für die Menschen an die Würd vom menschlichen Leben. Ugedriven von Gottes Geist, und mit Courage, hun als Bischof zusammen mit vielen Frauen und Männern Kirche an 3. Jahrtausend gefordert, a viel Gutes, a viel Neues zum Vierschei brucht. Mir gesinn, wo die Kraft von Gottes Geist a menschliche Courage zusammenfannen, da entsteht Fruchtbares, an Hürden gehen überwunden. An Haut. Wir leben an einer Zeit, die nicht nur momentan geprägt ist von einem Coronavirus, aber auch noch von ganz anderen Viren. Das ist eine Zeit von vielen großen Umbrüchen, von tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen. An Politik tät sich oft schwer, ob manch frohen, plausibel Antworten zu geben. Dabei könnt, dass nationalistische Tendenzen auch für unsere Eisegrenzen keinen Halt machen. Alles das bringt neue Herausforderungen für Welt und Kirche mit sich. Neben diesen Hürden haben wir dann noch ein spezifisch innerkirchlich lützeburgische Probleme zu verschaffen. Wir wissen nicht all, die letzten Jahre waren für uns Kirche hier am Land nicht einfach. Aber vieles ist auch noch nicht verdaut. Viel bringen hier Unsicherheit, wie es weitergehen soll, auch drastisch zum Ausdruck, wenn sie mit Blick auf uns Kirche soen. Kein Geld, kein Personal, mannerglewisch, keine Relevanz an der Gesellschaft. Wenn in einer Studie von Freiburg leben kann, da sieht Zukunftsprognose für die deutsche Kirche, sicher auch für uns, nicht rosig aus. Da steht nämlich,
Die Altersstruktur der Kirchenmitglieder hatte einst die Form einer zum Himmel aufragenden Pyramide. Im Jahr 2060 wird sie voraussichtlich die Form einer Urne haben. Nicht grad encouragierend wieder. Zukunft von der Kirche ist also mehr wie ungewiss. Wir haben zwar Chance, die große Chance, zwei charismatische Bischöfe zu haben, die mit ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen notwendige Reformen nicht scheuen, und versuchen, mit allen Kräften die Kirche für die Zukunft neu aufzustellen. Ja, auch für sie gilt ohne Zweifel, wo die Kraft von Gottes Geist am menschliche Courage zusammenfallen, da entsteht Fruchtbares, und da werden Türen auch können überwunden gehen. Wir überlassen wir hinnen nicht allein die schwierige Aufgabe. Zusammen sind wir Kirche, zusammen drohen wir Verantwortung, zusammen muss man unseren Mut an zwei Hände holen und gleichzeitig Gottes Geist wirken lassen. Weil Gottes Geist von oben, a Courage von innen, die Symbiose verändert Gesicht von der Kirche, alles das Evangelium an unserer Zeit zu neuem Leben erwäschen. Die vielleicht alle Guten, für kurzem, als mir durch Zufall ein Zitat vom deutschen Historiker Heinrich Leo begegnet. Hierin behauptet, jedes Jubiläum ist eine Vorfeier des Begräbnisses. Ich weiß nicht, wie es ihr geht, wenn ihr das auch so hört. Mir ich fand, sie klingt ziemlich verbittert und pessimistisch. Ich gesinnt Feier von einem Jubiläum ernst das, positiv, als friedlicher Moment. All Jubiläum als für mich Gelegenheit, für zur Ruhe zu kommen. Der Moment für an Dankbarkeit, ein Blick an die Vergangenheit, ob das Erreichtend, an das Gelechtend zu werfen, und gleichzeitig ein Blick nach vier zu richten, heran an die Zukunft, die darauf wird, Gestalt, geformt, und mit Leben gefüllt zu gehen. Wir feiern Jubiläum von 150 Jahren Diözese Lützeburg. Für mich ist das Jubiläum trotz allen Hürden, hausgemachte Probleme und Schwierigkeiten, die wir an dieser Diözese momentan haben, alles ernst aber, wie für den Vergleich vom Heinrich Leo zu gebrauchen, die Vierfeier vom Begräbnis von unserer Kirche zu Lützeburg. Mehr am Gegenteil, die Feier von unserem Jubiläum as muss sein, der Startschuss heran an eng neu, eng hoffnungsvoll Zukunft. Eng Zukunft, die wir gemeinsam als Christen, engagiert Junker an Älterer, vereint mit allen Menschen hier am Land, die gutes Willens sind, gestalten sollen. Und zwar mit Courage, an dem Vertrauen auf Gottes Geist, der noch nach Haut als seiner Kirche an der Welt wirkt. Weil vergiss man eben nie, was Geschichte als Gewissener gelehrt wird. Wo Kraft von Gottes Geist a menschliche Courage zusammenfallen, ja, da entsteht immer Fruchtbares, und da werden auch an der Zukunft all Hürden überwunden gehen. An dem Sinn, gehen wir doch all zusammen mit Hoffnung heran an die nächsten Jahren. Also ma haut, Happy Birthday an Admultus Annos, Kirche von Lützeburg. Consolatrix afflictorum, Trächtriner Patrinisch, biet für eis Kirche, die heit zu Lützeburg ass.
Amen.